Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Ja, wir sind hier vor dem Simeon seiner Hütte. Und ja, jetzt in dieser Folge machen wir Mission beim Michael, würde ich ja sagen, Mann. Und jetzt haben wir auch Hobby- und Zeitvertrieb sind verfügbar. Also golfen gehen wir mal fies, würde ich mal sagen. Und ja, wir machen jetzt einfach gerade weiter an der Story. Wir gehen jetzt so zum Michael rauf. Ich brauche jetzt auch natürlich ein Auto. Ja, wir gehen einfach hier schnell kurz eins. Der gefällt mir noch. Nehmen wir den. So, also. Sorry, Dude. Geh mal weg da. Oh, shit, hey. Und ja, da würde ich sagen, ich fahre mal schnell auf. Ich tue die Fahrt wieder überspringen, weil eben während der Fahrt passiert ja nicht wahnsinnig viel. Und für euch ist das wahrscheinlich, denke ich mal, nicht so interessant. Darum, ich tue mal schnell kurz die Fahrt überspringen. Was wir aber nachher noch können, schnell kurz ein bisschen darüber labern. Ich weiß zwar nicht, wenn die Folge rauskommt. Die wird wahrscheinlich relativ spät rauskommen oder später rauskommen, sage ich jetzt mal. Wir können nachher mal schnell ein bisschen über PS5 talken. Also jetzt, wo ich aufnehme, ist der 15. Juni. Ich weiß nicht, wenn die Folge rauskommt. Es kann sein, dass die etwa so im 20., 21. wird rauskommen. Oder vielleicht sogar früher, ich weiß es nicht. Aber sicher nicht heute oder morgen. Darum kann es sein, dass vielleicht meine aktuellen News oder aktuelle Standwissen schon nicht mehr so aktuell ist, beziehungsweise ja, also kann sein, dass bis dann vielleicht schon ein Preis oder so draus ist und ja, keine Ahnung, aber wir tun nachher schon kurz darüber reden, beziehungsweise ich sehe nicht gerade, wir sind gerade bei Michael, also können wir jetzt eigentlich schon ein bisschen darüber talken. Gut organisiert. Nein, eben, PS5-Präsentation war ja am 11. Gewesen, am 11. Juni ist das gewesen, oder? Oder nicht? Scheiße, mir gerade überlegt, am 11. Juni war es, genau. Und ich habe mal noch ein bisschen darüber labern. Ich habe lange überlegt, ja, das ist Michaels Unterschrift, bla bla bla. Ich habe lange überlegt, ob ich soll ein Video darüber machen über PS5, so meine Meinung und so alles. Und ja, dann habe ich gedacht, so, ja, nein, das lohnt sich nicht. Und es gibt auch zu viele Leute, die das machen. Und darum habe ich jetzt einfach so für mich ein bisschen entschieden, ich tue das doch einfach so ein kleines Let's Play bauen. Und zwar eben, geht es halt wirklich jetzt mal kurz zum Thema PS5. Viele wissen ja, dass ich ja auf der Playstation spiele. Also, das ist auch so etwas, das fragen mich immer so viel, auf welcher Konsole das ich spiele. Dafür geht mal in die Videobeschreibung lesen, was drauf steht. Oder was drinnen steht. Da steht nicht, dass es PS4-Variante ist. Nein, also, was das eigentlich verständlich geht, ist, bei der PS5, ich finde für sich finde ich es ganz cool, also das Design ist sicher mal geil, also es ist mal etwas anderes, statt immer so eine flache Flundra-Konsole. Und ich habe ja seit und immer Playstation gehabt und ich will also seit und immer nur noch Playstation spielen, weil für mich ist das Konsole, also wenn jemand sagt, ja, also von einer Konsole labern, dann denke ich immer gerade automatisch an PS, wie ein anderer denkt vielleicht nur gerade an PC oder ein anderer denkt nur an die Xbox, eben das ist jedes sein, für mich ist es einfach PS. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich geil. Auch die Specs und so sind auch voll easy. Was ich mir eigentlich ein bisschen mehr wünschen, wäre halt wirklich der Speicher. Ist ja noch irgendwie so auf 925 oder 28 GB oder so, wenn es mich nicht täuscht. Oder sogar noch weniger. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe das noch nicht ganz genau studiert. Aber sonst eigentlich finde ich es nice mit SSD alles drum und dran. Sie sollte wirklich schneller sein. Ich habe auch den Livestream habe ich nicht ganz geschaut. Ich habe nur den Anfang geschaut und bin voll aus der Wolke gefallen, wo plötzlich das Rockstar-Logo kommt. Ich dachte so, what the fuck, was passiert jetzt? Ich so verdammt gehypt GTA 6 und dann so GTA 5 und ich so, okay, ja, es kommt für PS5 in dem Fall raus. Aber das habe ich mal in einem Livestream mit dem Timo und so, haben wir auch schon lange mal darüber diskutiert, gegen GTA 6 und GTA 5 und so. Und da habe ich dir auch schon gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie GTA 5 noch auf PS5 rausbringen. Aber wir müssen wirklich im Kopf behalten, das Game ist eigentlich ein PS3-Game und es kommt jetzt für PS5 raus, also ist schon recht bitter. Darum Rockstar, eine Message für euch, haut lieber das GTA 6 raus, ihr würdet viel mehr Spieler erreichen und viel mehr Kopien verkaufen, als jetzt noch über das GTA 5. Aber ich verstehe den Sinn dahinter, sie wollen natürlich auch, dass ihr das Game oder dass das Game von ihnen gespielt wird auf der aktuellen Konsole und Red Dead Redemption wird ja nicht so intensiv gespielt, online jetzt als GTA Online schlussendlich. Darum, ja, also ich verstehe den Schritt schon, aber
sie sollten besser mal ein bisschen gut sein mit dem GTA 6, das würde ihnen besser tun. Und ja, es ist eben das Design, alles, habe ich schon zum dritten Mal angesprochen, finde ich sehr nice. Und ich weiss, vielleicht kann ich es gerade schnell mit ein paar Leuten mit meinem Gelaber auf die Nerven, aber ich möchte es einfach schnell loswerden. Also ich werde mir sicher fix eine ziehen, mit Laufwerk, nicht die digitale Version, weil ja PS4-Games auf der PS5 gehen und darum ist das für mich eigentlich schon mal wichtig, dass ich das noch kann. Nutzen dann. Und ja, sonst kann ich eigentlich nicht gross noch dazu sagen. Einfach, ich freue mich mega drauf, ich bin mega gehypt. Preistechnisch, wenn mich jemand fragt, ich schätze so mit Laufwerk, denke ich etwa 650, 650 Franken, ohne Laufwerk 100 Franken weniger. Denke ich. Das ist auch realistisch etwa vom Preis her. Also ich glaube nicht, dass sie 700, 800 Franken will kosten. Für da wäre sie dann wahrscheinlich schon ein bisschen zu teuer für die meisten. Allerdings eben, da kommen wir wieder zu dieser Theorie. Es gibt Leute, die sich alle 2 Jahre ein neues Handy kaufen. Aber eine Konsole für 700 Franken ist ihnen zu teuer, die einfach etwa 6 Jahre hat. Also bitte. Ich habe von Anfang an gesagt, auch wenn jetzt PS5 einen Tausiger kostet, ich würde sie mir kaufen. Weil schlussendlich, es hat einfach länger, oder ich brauche sie ja länger. Es ist nicht so etwas, was ich alle 2 Jahre durchwechsle. Und darum muss ich auch wirklich sagen, macht es für mich auch Sinn, dort mehr Geld investieren, weil es ist halt etwas, was halt auch länger hat, schlussendlich, oder länger gebraucht wird. Also das Handy. Das Handy hast du nach 2 Jahren durch, weil der Akku am Arsch ist und dann nachher, ja, musst du es ersetzen lassen. Aber eben, da kommen jetzt vielleicht wieder welche Leute, die sagen, ja, du kannst nicht eine Playstation oder eine Konsole mit einem Handy vergleichen, das ist immer das Gleiche mit denen. Und immer kommt man das Handy wieder zurück, ja, aber sorry Bro, es ist einfach halt immer so, du gehst alle 2 Jahre 1500 Stutz aus, wenn sogar jedes Jahr, wenn du so ein iPhone-Freak bist und kaufst immer ein neues iPhone oder so. Oder jetzt abgesehen vom iPhone, auch Samsung kostet mittlerweile einfach etwa 1300 Stutz. Darum, sorry, also mal das Argument sieht schon ein bisschen, also du tust einfach das Geld halt anders investieren, oder klar, das Handy ist halt mittlerweile, komm, nein, ich reg mich gar nicht mehr auf, wir können schon mal gerne darüber reden, wenn ihr Bock habt in einem Livestream. Wir machen jetzt weiter mit dem Game, weil ich merke, da komme ich sonst nicht auf einen grünen Zweig, da raste ich sonst dann nur noch aus. Dann. You're such a fucking dictator! Why the fuck not? He is not staying the night. Oh He's a God! Bum. I don't even know why you are with him. He is a bum. He is where to go. I don't care. You hear me? I don't care. Keep your mouth shut. All I do is your business, and you watch your language. I'm gonna call your father, and you're gonna get your ass kicked. I swear to God, you kill me. You know it's not gonna be. So, jetzt muss ich auch kurz gleich darüber reden, weil jetzt kommt auch schon wieder Musik, wo ich dann nachher so Copyright kassiere. Und ja, manchmal ist es eben echt mühsam, wenn ich da immer so Copyrights bekomme. Und darum muss ich jetzt auch kurz ein bisschen drüber schwätzen. Ich versuche es möglichst rauszuziehen und weiß nicht, was ich alles sagen soll. Dann kommt der Franklin, ja, yo, was geht? Und so. Und er merkt so, hey, what the fuck, was macht der Typ da? Und so richtig Style wie CIA-mäßig seine Brille aufnehmen. I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give this shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a 3-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can.
So that's why you here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Let's take Amanda's car. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad! Shit! I'm in our boat going down the Western Highway! It's been stolen! What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming. For my boat! Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. Gut, also jetzt, ja, das ist die Mission mit der Yacht, die ist aber schon noch geil. Und ja, hoffentlich habe ich jetzt kein Copyright bekommen, wegen dem drüber labern. Voilà. Und ja, die Mission, wissen wir alle, wie es ausgeht dann schlussendlich. Oh. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen schon mal wegen dem PS5-Thema, beziehungsweise wegen dem, wo man Geld soll investieren und wo nicht, oder eben so die Ansichten von verschiedenen Menschen. Können wir schon gerne mal in einem Livestream diskutieren. Wir tun ja eigentlich regelmäßig ein bisschen streamen. Ich habe immer Bock, eigentlich mal einen Stream machen, wo wir nur mal ein bisschen labern, nicht gamen, sondern einfach ein bisschen, auch ein bisschen mit euch talken. Und ja, da können wir schon gerne mal irgendetwas mal auf beistellen. Wenn ihr auch Bock habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es aussieht, ob ihr auf den Bock hättet. Einfach ein bisschen so über aktuelle Themen ein bisschen quatschen. Während ich hier in andere Autos reinfahren. So, also. Dann düsen wir jetzt mal hier runter. Jetzt fährt ja dann gerade die Yacht vorbei. Oh, there it is. That's my boat. Wieso auch immer mich jetzt das hier gerade gedreht hat. Yeah, well, we'll catch 'em. Okay, also bringen Franklin nahe an die Yacht ran. Ja, versuche ich. Das Auto fährt eben nicht so schnell. I'm gonna get you close, and you're gonna go board that thing. All right, man. Shit. Fuck it, let's do this. Hä? I got a piece of Wieso ist jetzt die Tachonote einfach plötzlich abgekumpelt? Haben Sie es gesehen? All that's cool, man. You shoot with one hand and drive with the other. But my motherfucking concern is I might miss the jump and fall in fucking traffic. You said you wanted to learn from the best. Let's call this Jesus Franklin! Wow! Come on. Oh, fuck. Shit. Get your ass out. Not the engine. Shit. Fucking engine. Hey, over here. Oh! Alter, voll auf den Motor rüber ist er geflogen. You're pirates, you know that? Shit, don't find him. The fuck are you doing? Get your fucking hands off of him. I shoot this motherfucker. Ja, ich versuch's, aber das ist echt schwierig. What the? Hanne. Gut, Hanne. Mein Gott, das ist verdammt schwierig. All right, now look for my son. Dad? Wait! You're the guy from the dealership! Yeah, and it's a long story, bro. Jimmy! Kid, watch out for the boom! Fuck! Hold on! Dad! Help! Help! Oh shit, I don't wanna die! Get under him, man! Ja, ich komme. What the fuck is wrong with you, kid? Ist drinnen gut. Don't dad me, you little shit! You better hope she's still seaworthy! Ah, too close! Ah, Wow! whoa, crap! Ah, crap! Fuck, kid! Come on, kid! Hey, get the old damn thing! Ja, Behind you, homie! Come on! ich war ja gerade tätig gewesen, aber du bist zu langsam gewesen, Franklin. Get close! For fuck's sake! Remind me not to come to you preparing it and fight! So, wir können umkehren, das Boot holen wir eh nicht mehr. Alright, time to get
fucking fault. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. The driver's there. So, okay, wir haben das Boot einfach verloren. Wir haben immerhin den Jimmy wieder, das ist ja das Wichtigste. Jetzt ein bisschen böse tun. Und jetzt humpeln wir hier schnell kurz zum Los Santos Custom, dass wir das Auto reparieren können. Please stop doing that. Listen, I fucked up. Und ja, dann würde ich mal sagen, haben wir da eigentlich schon mal den grössten Teil von der Missionen gemacht. So, wir fahren hier schnell kurz runter. Und dann würde ich sagen, wir springen schnell kurz zum Custom führen. So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right, listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man, let's trick this whip, homie. Gut, also da wird uns hier noch ein bisschen der Los Santos Custom erklärt, aber wir wissen ja da eh schon alles Bescheid, wie was funktioniert. Von dem her ist das eigentlich, wo jetzt so eingeblendet wird, für uns alles weniger interessant. Und jetzt müssen wir da den Man da ihr Auto auftunen oder beziehungsweise einfach wieder reparieren lassen. Und jetzt müssen wir da noch schauen. Ja, da müssen wir den Lack noch ändern. Kostet das etwas? Nein, das kostet etwas. Wenn wir die genug Kohle kommen. Wir klatschen da noch kurz ein bisschen einen Lack drauf, oder nicht? Ah, das ist sekundär. Ich habe eigentlich primär wählen, da so. Oh yeah, paint job. What up? Was Goldiges machen, oder? Nein, komm, der Man, der steht doch sicher so auf Pink und so. Machen wir eine pinke Kiste. Heißes Pink. So. Nice. New paint job, she's gonna flip. Das ist mir doch egal, wenn sie austicken. So. Ist nicht mein Problem. I almost ain't gonna be embarrassed to borrow this thing. Spoiler hinten drauf. This wagon gonna be sick, homie. Und das machen wir jetzt mal als Spaß. This car is slower than a boat. That tailpipe's no joke. Power equals pussy. Or maybe like penis in my mom's case. Labert so scheiße, Mann. My mama's car had almost as much work as my mama. Ich kann nicht alles tunen, das ist ein bisschen doof, merke ich gerade. Ooh, mama ain't gonna recognize this bitch. Ich wette eigentlich noch, wo haben wir es? Wo ist es jetzt schon wieder? Ich kann eigentlich Dinge machen, aber Felgen, wo sind sie da? Reifen? Ah, da, so. Manchmal hängt es bei mir einfach ein bisschen und dann checken wir immer, was wo ist. Da haben wir ein bisschen schöne Felgen drauf, so etwas Nices. Oh, Diamant, geil. Ah, die können wir nicht drauf tun. Ah, wir haben eben noch nicht freigestellt, da tun wir so die Diamanten drauf. So. Nice, jetzt haben wir den richtig aufgetunt, Mann. Der Man da wird richtig glücklich sein. Oh yeah, take your time, dog. We want to do this right. All right, man, I'm taking you home. Wow, Alter, der Bus. It's Franklin, right? Yeah, Frank, or the credit fraud guy, the home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah. No, I mean, sure, Jimmy, ain't he? Or James? Jimmy, or just like Jizzle. Nah, man, I'll just stick with Jimmy, home. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership. Wow, also wir fahren jetzt so schnell kurz einfach zum Michael. Ich wollte unten ein bisschen lesen, was sie labern, aber wir springen jetzt schnell kurz zum Michael rauf. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, home. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit. I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya.
Yeah, whatever, homie. Peace. Der Jimmy ist so ein Vollpfosten einfach, man, das ist unglaublich. So, aber wir haben die Mission geschafft, Vater und Sohn. Schneller Fang, ist relativ schnell gewesen, nicht ein Kratzer, ja gut, das ist eh so etwas, was ich nie fertig bringen und ja, da würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dieser Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen und über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch wenn ihr das Video teilen und sonst gesehen müsst ihr einfach immer ein anderes Video wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!